So Leute, und wieder mal willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Diesmal, wie auch schon angekündigt, in einem neuen Modus, und zwar dem sogenannten Let's Play Together. Endlich mal wieder. Und wie auch schon damals bei Super Mario Galaxy 2, dem ersten Let's Play, ist diesmal wieder mein Co-Moderator dabei, und zwar der gute alte... Natürlich, der Lord Kai, diesmal allerdings mit neuem Kanal. Nicht mehr Lord Kai 1312 wie früher mal. Vor der Green Star Challenge war das noch, ne? Ja genau, das war damals noch so, und da gab es bestimmte Gründe, warum du wechseln musstest und so, oder? Ja, leider hatte da ein Strike auf YouTube kassiert und ja, nun als Lord Kai 1102 reimt sich immerhin. Genau, und den Link dazu zu seinem Kanal, den findet ihr natürlich in der Beschreibung, wie auch sonst. Danke dir. Bitteschön. Und weil Kai ja Galaxy 2 bereits kennt und diesbezüglich auch natürlich die ganzen grünen Sterne und so, kann er uns das sicher tatkräftig unterstützen, sprich, während ich mich konzentriere, kann er euch unterhalten. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ja, wollte gerade sagen, ich hoffe es zumindest, aber ich dachte mir, rein aus Anstandshalber lasse ich das mal weg, aber naja. Naja, was ich dich fragen wollte, wo ich das gerade sehe, wie sieht es eigentlich mit den Sternteilen aus? Ich muss ja sagen, ich bin nicht mehr up to date, ne, mit den Parts. Ich glaube, ein, zwei fehlen mir dazwischen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, nächste Frage. Gut, dann die Frage, wo sind denn die nächsten grünen Sterne? Jo, die ersten grünen Sterne sind hier. Warte mal kurz, wollte ich gerade zum Raumschiff zurückkehren. Oh, bin ich doof. Ah, ich sehe da schon was. Bowser-Galaxie. Jo, genau, da fehlen uns noch 2 grüne Sterne und dann ist Welt 2 auch schon abgeschlossen. Na, da hast ja schon tatkräftig was gemacht. Ja, ich bin immer dabei, Lager, Toad, so, mal gucken, wie viel habe ich denn? Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Mal 3, yeah! Mann, was für Zinsen, sind ja legendär. Boah, das ist in Ordnung. 2478, das ist akzeptabel. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich reiß mir den Arsch auf für diese blöden Sterne und er sagt, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Naja, du hast ja noch welche in der Tasche, ne, und so, also geht schon. Ja, so viel jetzt auch noch nicht, aber gut. Bei uns aus Lava Imperium, bist du bereit? Natürlich, immer doch. Ja. Allzeit bereit zu jeder Schandtat. Ob das so ein gutes Vorzeichen ist, Freunde, wir werden es erfahren. Hilfe! Das finde ich auch so gut. Grünchen 1, 2. Kann ja eine Beschreibung und so, nö, einfach nur 1 und 2. Naja, bloß keine Hinweise geben. Immerhin soll ja manche tatsächlich in Anführungszeichen versteckt sein. Boah, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut hier. Freunde, falls es sein könnte, dann ist es leider mein Fehler, weil Kai und ich versuchen eine neue Technik. Weil er ist ja da am anderen Ende der Welt, also sprich am anderen Ende von Deutschland und so, nicht an der Schweiz. Und da ist natürlich manchmal ein bisschen heikel, das Ganze auch mit Ingame-Sachen und so zu machen, damit es natürlich zum einen für mich interessant sage ich schon, angenehm ist, das Ganze moderieren und hören und so, zum anderen auch für Kai, damit er alles versteht, aber auch natürlich für euch, damit ihr die ganze Mucke mitbekommt. So sieht's aus. So sieht's aus, ja. Gut, genug gequatscht. Kai, jetzt bist du wieder mal dran. Wo ich gerade die Sterne sehe, ich muss ja sagen, ich habe ja letztens endlich mal Super Mario Galaxy 1 angefangen, wollte ich dich eigentlich mal fragen, hast du das schon mal gespielt? Galaxy 1? Ja. Ja, damals schon, aber schon in einer Weile her, und ich dachte ja schon teilweise, dass ich bestimmte Endbosse hier aus Galaxy 2 noch aus Galaxy 1 kenne. Ja, richtig, ist mir allerdings auch verkehrt rum aufgefallen, weil ich habe ja Super Mario Galaxy 1 zuerst gespielt, muss ich sagen. Und der erste Gegner, der mir auffiel, war dieser komische Lava-Oktopus. Du erinnerst dich bestimmt noch an die Bossparade, da war ich ja auch dabei. Ich erinnere mich leider. Ja, leider, das kannst du allerdings so stehen lassen. Und der fiel mir direkt auf erstmal. Sag mal, täusche ich mich, oder ist das wirklich so, dass diese Bossmucke da von Bowser in jedem Mario-Spiel vorkommt? Das habe ich schon beim 64er gesehen. Gehört, meine ich. Ja, aber nur beim N64, das ist doch die Quelle davon, ne? Also ich überlege, bei Sunshine gerade, da war es nicht dabei, oder? Echt nicht? Da ist ja diese klassische, ich bin jetzt auf dem Weg zum ersten, zweiten oder dritten Bowser, ne? Das ist ja die Musik. Ja, du, mal eine andere Frage, wo sind eigentlich die grünen Sterne hier? Da fragst du mich gerade was. Jetzt hatte der 2 Wochen Zeit und noch mehr Uhr, um sich da vorzubereiten, und fragte, keine Ahnung, wo sind die bloß? Keine Ahnung, will ich nicht sagen. Ich weiß noch, einige waren echt fies versteckt. Also gerade in der Bowser-Welt, da gab es eine, da musste man hinter den Lavasee springen. Na, ganz toll. Das war heiß. Was du nicht sagst, also ich habe nichts gemerkt. Aber Mario ist so ein hotter Typ, also der merkt das doch gar nicht, der ist so...
Da macht nur Zsch und... Oh Mann! Ah, dass immer so eine gewisse Zeit braucht, bis er wieder und tschüss. Apropos gewisse Zeit braucht. Ich habe gemerkt, bei Super Mario Galaxy 1 beispielsweise kann man im Schwimmen das unendlich machen, was irgendwie so ein bisschen, naja, komisch ist. Warum geht's im Wasser unendlich? Habe ich mir so die Frage gestellt. Gute Frage, nächste Frage. Ja, ist halt, glaube ich, an der Stelle auch, glaube ich, uninteressant irgendwie. So, schon mal gucken. Grüne Sterne. Wo sind die grüne Sterne? Tja. Vielleicht am Countdown. Nee, da oben ist keiner. Hä? Kai, wo sind die? Ist eine gute Frage, ne? Anders garantiert da hinten, dann wieder mal verpasst. Ah. Nee, ich glaube, so früh waren die hier nicht. Geh mal runter. Ja, hier runter, hier so? Ja, das Problem ist immer, wenn man es schon mal gespielt hat, dann ist, also dann hat man meistens wieder so einen Geistesblitz Man an der haut Stelle, doch wo mal man ab, den hey. Stern damals eingesammelt hat. Ich glaube, das war das hier. Ich glaube schon. Achtung, lass dich nicht Ah, platzen. da hinten ist einer, hör ihn. Ist ein One-Hit-KO. Ja, hören ist für mich leider ein bisschen mangelbar, aber ich glaube, Aber du siehst ihn doch auch, da hinten ist doch einer. Hä, wie komme ich denn da hin? du musst springen. Tatsächlich. Springen? Ja. Willst du mal verarschen? Ja, du hast ja 6 Leben, also du kannst dich ja vorher 5-mal den Allerwertesten anbraten lassen. Das ist sehr beruhigend. Na Oh Mann, wieso mache ich diese Scheiße eigentlich? Bowser steht halt nicht auf Medium, aber es hat ja geklappt. Das war mehr Glück als Verstand. Ja, Glück ist ein lebenswichtiger Faktor. Hast du schon viel Erfahrung damit, oder was? Nee, zum Glück. Ja, zum Glück. Also wenn man jetzt sagt, ja, Glück ist lebenswichtiger Faktor, würde man so mit russisch Roulette rechnen. Und nein, habe ich nicht gemacht, aber ja. Das ist schon mal sehr gut. Gut, nach 1 Stern sind wir hier fertig und dann geht es weiter zu Welt 3. Ich habe im Prinzip vor, das Ganze ein bisschen durchzuwaschen, auch wenn es jetzt ein Let's Play Together ist. Sprich, dass wir jetzt das Ganze planmäßig insgesamt jetzt mit Kai zusammen 10 bis 20 Folgen haben. Das sind jetzt mal die grünen Sterne, ja? Nur die grünen. Ja, na, ich stehe dir bei auf jeden Fall. Meinst du, Also es ist einige- möglich bei 30 Minuten Parts oder denkst du, nee, ist unrealistisch? Dir fehlen noch 4 Welten. Grünsterne generell sind immer schneller als die anderen Sterne gemacht. Ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Wenn man jetzt mal Gut, rechnet, dann kannst also du dich in der sagst so- Zukunft ein bisschen besser vorbereiten. Das wäre möglich. Aber ich überlege gerade, du hast Mann, gesagt, Alter! 30 Minuten Parts, ne? Hä? Wie, wo, was? 30 Minuten Parts sagtest du ungefähr, ne? Jo, sagte ich, momentan haben wir etwa 8 Minuten, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus, Hilfe. Naja, jetzt rechne mal. 20 Parts auf eine halbe Stunde, sind 10 Stunden, schafft man locker. Ist machbar. Gut, das beruhigt natürlich sehr. Wow. Übrigens, da ich ja davon ausgehe, dass ich demnächst auch mal öfters dabei sein werde, würde ich schon mal gerne was vorab klären. Ich hätte gerne auch so, weil ich ja auch Zuschauer bin, mehr oder weniger bei dir. Ich fände es ganz toll, wenn du die letzten Sterne ohne Cut einsammelst. Einfach nur, um die Anzahl der Fails mal so zusammenzufassen. Ja, kann ich verstehen. Ich habe mir da auch schon Gedanken darum gemacht. Und, also es gibt im Prinzip 3 Möglichkeiten. Entweder mache ich so, wie du gerade gesagt hast, ohne Cut und so. Boah, wäre echt geil. Könnte zwar lange dauern, aber könnte man so eine richtig geile letzte Special-Folge draus machen. Die andere Variante wäre... Schweizerisch. Ja, es gibt eine zweite Variante wäre... Moment, ich muss mich da trotzdem noch ein bisschen konzentrieren. Die zweite Variante wäre, dass ich dann irgendwie, sagen wir mal, einfach mal die ersten 3 Versuche sicher zeige. Ja, und dann schneiden, ja, aber... Ja, und dann halt... Nein! Hilfe. Ich glaube, Nein! das war wieder mal heiß. Und halt nur den Endlauf zeigen, wenn es wirklich funktioniert. Oder aber die dritte Variante ist, dass ich im Prinzip alles aufzeichne und so und auch die ersten 3 Läufe komplett zeige. Und den Rest eigentlich nur in Zusammenfassen. Zum Beispiel irgendwie Fail 4, dann sieht es so aus, dann bin ich dort gestorben, Fail 5, dort noch 10 Das könnte Sekunden man und so. allerdings auch machen. Das wäre auch eine super Idee. Wobei es kann natürlich auch sein, dass ich es bereits zum ersten Mal schaffe. Also. Also ich will jetzt überhaupt nicht hier... Ich meine, theoretisch möglich wäre es. Ja, natürlich. Theoretisch ist auch möglich, irgendwie, dass Schweine auf dem Mars fliegen, ne? Also... Hast du schon mal welche gesehen? Ja, in Super Mario Land 2. Aha, ja, stimmt ja. Ach stimmt, du machst von Mario Land 2 noch ein Let's Play gerade, oder? Stimmt doch.
Habe ich mal gemacht, ist allerdings schon recht alt, war damals mal ein Monate-Special, ich glaube das 3-Monate-Special, da habe ich meine alten 8-Bit-Games ausgepackt und läuft ja auf dem neuen Channel momentan als Re-Upload, aber diesen alten Let's Plays sind alle so schlecht und Ja, verstehe ich ein Re-Up, also kann es verstehen, ja, es hat ein bisschen... Re-Uploaden sagen sie halt die einen, ja, kennen wir bereits und sowieso nochmal anschauen. Aber Leute, ich würde es auch trotzdem Zuschauer, empfehlen. die kennen Let's Plays noch nicht. Ja, ich würde es euch trotzdem empfehlen, nochmal Kais auch alte Folgen nochmal anzusehen, vor allem halt Lands 2, weil ich kenne das Spiel selber und es ist mein persönliches, so down ist er, mein persönliches Lieblings 2D Mario Land. Und wenn Kais kommentiert, dann kann es nur gut werden. Das stimmt, das ist ein sehr geiles Super Mario Land. Irgendwann mache ich mal Re-Let's Plays, weil ich finde die alten Let's Plays von mir, die sind alle so verkrampft. Also ich glaube, dein erster Part, du hast ja auch mal gesagt, du warst immer sehr verkrampft an der Anfangszeit und ja, ging mir auch so. Vor allen Dingen so auch Singversuche, also gerade wenn man dann versucht hat zu singen, war immer so geil. Oh. So ich denke, dass halt die ersten Folgen bei einem Let's Play ein bisschen verkrampft sind. So. Ich denke auch, einer wie Gronk wird da bei der ersten Folge vermutlich noch ein bisschen, ja... Man hat, glaube ich, gemerkt sogar, so halt Leute wirklich wie Lux Like Link oder so waren in ihrem ersten Let's Play schon verkrampft, sag ich mal. Jo, bei Lux Like Link finde ich, der war irgendwie trotz allem noch relativ gut. Also er war einfach ein bisschen leiser als sonst und auch nicht so emotional wie auch die aktuellen Folgen, aber sonst schon relativ gut. Wenn man sich mal zum Beispiel mit meinen Folgen vergleicht, was er dann noch für Sprachfehler, also Sprachfehler einfach mal Stottermomente drin hatte oder auch für Momente, wo ich einfach mal ein bisschen ruhiger war. Das stimmt, aber ey, komm, dein erster Part ging da wirklich noch. Also ich sehe auch immer wieder irgendwie durch, also generell habe ich ja mal, glaube ich, erwähnt, dass ich nichts gegen Werbung habe, weil, wie gesagt, ich lebe selber von Werbung, mehr oder weniger, um auch mal die Hater auf mich aufmerksam zu machen. Oh ja, die lieben Hater. Ist das da oben? Das ist ein schönes Völkchen. Oh, das sieht gut aus, oder? Wie komme ich da ran? Mario, kannst du neuestem fliegen oder wie sieht's aus? Flugkappe, ne? Einfach mal aus Super Mario 64 leihen. Du hast doch tolle Ideen. Ja, das ist doch. Ja, Statue und Schnauze. Oh. Ja, ich hab nichts gesagt! Autsch, einmal. Autsch, okay, du lebst noch. Das ist gut. Natürlich lebe ich noch. Hey, ich bin Michael! M für Michael, kennst du doch! Das war skillig. Einfach mal durchgeduckt. In your ass, so. Genau, voll in den Arsch. Ja, aber das ist doch falsch, ich bin doch bereits im Endboss. Ja, das ist der Stern. Warte mal, lauf mal nach hinten. Ich hab da Wie grad jetzt so? Lauf mal bis hinten ran, ist das da hinten vielleicht irgendwo versteckt? Nicht, dass er jetzt sagt, oh, du musst hier hinten wieder irgendwo runterspringen. Also so miese Nintendo-Feier, die können das ja auch ganz gut, die Pfeifen. Glaube ich nicht, ich höre noch gar nicht. Na, vom Hören kann ich ja gerade nicht reden, aber ich vertraue deinem Gehör. Ja, will ich auch hoffen. So. Ja, du wirst mich schon anbrüllen, wenn es soweit ist. Ich versuch's zumindest. Ah, verdammt nochmal, wo ist denn der Stern? Ich dachte, ich hätte da hinten was gesehen. Zweite Grünstern. Da oben ist er doch. Aber ich sehe es nicht genau, aber es könnte sein, dass es der ist. Aber wo? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Was ist denn eigentlich das? Ah ne, der war vorhin bereits. Da sagt mir irgendwie was. Wie soll ich denn da hinkommen? Vor allem, wie komme ich da hin? Da war noch gar nicht. Da kommt die Platte nochmal. Kannst du irgendwie nochmal zurück? Ich glaube, da musst du ja, ich gucke gerade, ob das irgendwie möglich ist. Vielleicht ja, ist die Platte per Weitsprung und so, wer weiß. Wow! Nein! Ab. Da musst du hops gehen. Ich sterbe so gerne. Zeig uns mal einen astreinen Selbstmord. Oh Gott, der leidet, der arme Kerl. Und grinst trotzdem noch. Ja, und vor allen Dingen hat er seine alte trotzdem schon, also... Oh. Ist so ein bisschen masochistisch veranlagt, würde ich sagen. Oh Gott, du hast gesaved. Ja, hab gerade auch gemerkt, vorhin nicht gesehen, natürlich wieder mal. Moment mal! Ich glaube, das heißt so. einmal ja. Genau, plus. Nein! Allerdings, ich glaube, dass man immer davon ausgehen kann, dass der, also wir haben ja Grünstern 1 eingesammelt. Das heißt, der zweite dürfte danach kommen, also nach dem ersten. Das glaube ich immer so. Wäre rein logisch, ja. Na, ich weiß aber nicht, ob es immer so war. Aber ich möchte bald meinen, ja. Also man konnte ja auch den zweiten vor dem ersten einsammeln, aber... Ja, klar könnte man aber... wie gesagt, theoretisch müsste der zweite erst nach dem ersten kommen.
Ja, zeitmäßig. So, Da war der 16 Erste. irgendwo? Nee, Da ist keine auch nicht mehr Chance. viel Platz dazwischen. Oh ja, seems critic, ne? Ja, also irgendwie muss ich jetzt mich da ein bisschen mehr konzentrieren. Und du dafür mehr kommentieren. Ich suche mal mit und versuche trotzdem zu kommentieren. Ich glaube, das ist so eine Let's Player-Kunst. Quatschen und trotzdem aufpassen. Naja, Let's Play machen sowieso immer zwei Sachen gleichzeitig und dann verlangen natürlich die Leute immer noch das dritte auch noch dazu, sprich sich noch zu konzentrieren und alles Genau. noch mitzuverfolgen. Naja, ist Multitasking. Also ich denke mal, wir könnten jetzt das Klischee niedertratschen, dass da weibliche Let's Player im Vorteil sind. Ja, hat durchaus was. Ich meine, im Grunde genommen heißt es eigentlich, man soll zocken können, man soll kommentieren können Warte mal, und Moment. sich auch noch konzentrieren können. Moment, guck dich mal von hier aus in der Ego-Sicht um. Nicht, dass du von hier aus irgendwie einen Dreisprung machen musst. Du stehst ja auch gerade ein bisschen ungünstig. Ja, aber ich dachte, da hinten wäre was gewesen. Ne? Nö. Oh. Nee, ich höre hier überhaupt nichts. Hier kann nichts sein. Ja, wir sind ja auch noch nicht da, wo wir vorher waren. Stimmt auch wieder. Sternteile zu mir, zu uns natürlich heute. Muss man erwähnen. Ich speichere mal hier ab und versuche den anderen nicht zu speichern. Hallo? Kamera so jetzt. Ja, die Wehe, du Kamera wirfst. ist wirklich ein bisschen... Also ich will ja nicht scheiße sagen, aber die Kamera ist scheiße. Das stimmt allerdings. Ein großer Minuspunkt hier bei Galaxy 2. Sonst eigentlich ein geniales Spiel, aber das hier... Also ich habe ja jetzt noch nicht durchgespielt, aber ich muss sagen, ich finde Super Mario Galaxy 2 schon besser als Galaxy 1. Allerdings, gerade auch was die Steuerung angeht, ich finde also die rundum, also wenn du auf einer Kugel zum Beispiel bist, wo einfach eine 3D-Gravitation herrscht, die sich ständig ändert, da springt die Steuerung noch nicht so schön richtig mit bei Galaxy 1. Muss man einfach mal sagen. Da sind sie besser geworden. Ja, ja, hört auf den guten Lord Kai, denn er weiß, wovon er spricht. Naja, ich würde mich jetzt nicht als Spielekritiker aufsehen. Ich bin fast only Nintendo-Freak, kann man sagen. Ich glaube nur fast. Na, du bist da, glaube ich, ein bisschen flexibler. Also mein bisschen Kingdom Hearts und Final Fantasy, ja, schön und gut, aber ansonsten... Ist nicht da oben? Da ganz hinten sehe ich was glitzern. Ach, genau. Oh Gott, ich glaube, ich weiß was. Ja, lauf mal. Genau. Oh. War schwierig? Ich guck nochmal, ist das echt da oben? Nein, okay, jetzt ist gerade schlecht, glaube ich, wegen gucken. Warte, Moment. Ist das nicht sogar... Guck mal ein Stück nach oben. War da hoch? Nee, wie... War das vielleicht woanders? Ich glaube, man musste irgendwie auch einmal rauf auf den Kopf von einem dieser Wump-Heinis hier und von da oben aus springen. Um an einen grünen Stern zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob das hier war. Aber ich habe da oben auch gerade auf jeden Fall was gesehen. Ich sehe auf alle Fälle da hinten noch was, den hatten wir ja schon in der letzten Folge. Den haben wir. Vorhin mal natürlich. Hallo, Wum Wum. Nee, das war die Münze, die hier war. Ja, ja, genau. Oh, durchgeslitscht. Super. Aber was ist denn das da oben? Oder warte mal. Hä? Das Spiel verarscht mich. Mach mal die Bowser-Tür auf, da geht's ja noch weiter. Knarks. Einfach mal so gedämmt. Müsste denn theoretisch... Scotty, hochbeamen! Wie mich hoch, Scotty. Ach, ja. Halt, ich hab's gesehen. Halt, umdrehen. Lauf. Was mal nach lauf? oben. Da, wo sich der Boden auflöst. Da unten ist er. Ah, da ist das Hilfe. Und den haben wir übersehen. Oh Gott. Und gegrabt. Ja, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich fall wieder runter. Ja, sorry, aber ich bin der war ja- Feenkönig, also das ist natürlich... Vor allen Dingen sind wir hier mit 4 Augen und haben es übersehen. Also, Entschuldigung. Ja, ich verzeih dir. Vor allem hier. Ah, du bist ja mit Spielen beschäftigt. Ich sitze bloß hier und gucke und quatsche. Ja, aber du müsstest eigentlich wissen, wo die sind. Das war ja deine Aufgabe. Aber jetzt musst du zugeben, dass ich schon ein bisschen Hairwork mitgemacht habe. Ja, wie war. So, Welt 2 auch abgeschlossen. 156, mehr als in dem anderen Mario-Spiel.
Das stimmt, das glaube ich. Ja, definitiv. Also mit 242, da hält nichts mit. Die kenne ich doch noch. Oh, ja, richtig. Deine Rutsch-Fails. Ach, das erinnert mich noch Oh, an. Scheiße, ey. Ich Da glaub, gehe ich das nie ist wieder jetzt- hin, da gehe ich nie wieder hin. Aber musst du. Oh ja, los, komm, Tic-Tac. aber Ja, das war dachte ich gerade auch, den machen wir jetzt, den kennst du sicher noch. richtig. Oh nein, 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 ich Trottel. Aber da sind die Grünen relativ einfach. Echt? Ich dachte, das wäre einer der schwierigen gewesen da. Äh, von den Sternen her, ja, aber die Grünen, die waren, glaube ich, relativ easy. Also vor allen Dingen einfach zu finden jetzt. Also ist ja sehr linear, da kannst du jetzt nicht irgendwie was verpassen oder so. Ach so, und war es der zweite Gelbe, da erinnere ich mich wieder. Da Ja, ist der zum zweite Beispiel der Gelbe, erste der Grüne war gerade asozial, hey. Da habe ich gerade den ersten Grün schon gesehen. Ja, sie beide. Da ist So Nummer ach, 1 da da. oben, genau. Moment, Da links ist noch einer. da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Richtig, genau. Also easy peasy eigentlich. Let's gotta catch them Noch, da all. kenne ich noch. Und vor allem ist es hier noch schön langsam. Achtung, und swoop. Also schon einfach. Ich glaube gerade weil es so linear ist. Man hat nicht irgendwie viel Spielraum hier die zu verstecken. Nö. Okay, knappe Geschichte. Wollte ich verarschen? Ich komme doch nicht da hoch. Aber schöner Platz, ne? Ich glaube, du musst jetzt von rechts kommen und die Blöcke als Trittbrettsprung nutzen. Mit dem Dreifachsprung. Wieso sagst du immer das, was ich befürchte? Weil du es nicht möchtest, aber ich es gerne ausspreche. Ah, du bist doch einer, ey. Ich hab den nicht da versteckt. Na klar, wir sind ja eigentlich nachher wieder da. Ja, na, da würde ich die Feuer töten jetzt mal. Einfach schnell mal bam, so, genau. Und weg. Der- Jetzt schießt du der den gleich. Scheiß- Der mit dem scheiß Helm. Zeitverzögerung. Nein! Irgendwie werden die auch in so eine Zeitdimension geportet. Oh, weg da! Ui, ui. Oh, schwitz. So, So, ich. das müsste theoretisch klappen, wa? Ja, nicht schlecht. Uah. Okay, also ich würde sagen, hier bei dem, ja, bei dem Grün anfangen. Oh doch, das passt, das passt. Nein! Ja. Nein. Okay, ich würde sagen, ja, grüne Sterne, grüner Charakter, oder? Also, Ah, nee, ganz sicher nicht, hey. ja, schaffst du so, meinst du? Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich neugierig. Ich frage mich wirklich, ob, also es gibt ja dieses Super Luigi Galaxy, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ja. Ich frage mich, ob tatsächlich das so ein bisschen darauf ausgelegt ist. Möglich? Oh, verdammt! Oh, wie schade. Oh, wie schade. Scheiß Insider. Luigi, bitte den Reservebox bereit machen. Oh, ich dachte, jetzt geht er hops. Das war doch ein bisschen... Oh, 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 je. Skillig. Nein, ah! Das hingegen nicht. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich Luigi holen. Ah, das geht schon, das geht schon. Ich muss nur ein bisschen mehr konzentrieren und aufhören, hier ein bisschen was zu wagen. Das kenne ich. Wenn man dann x-mal oft stirbt, hat man irgendwann keine Nerven mehr dafür. Dann ist man betriebsblind, wie es so schön heißt. Und da sind wieder die kleinen Rotzepopel. Was zum? Durchgeglitscht. Oh, weia. Vielleicht gibt es tatsächlich Sachen, die Mario nicht kann. Oh mein Gott. Also bei dem, was er alles schon so gemacht hat, würde mich das eigentlich wundern. Doktor, Tennisspieler, bei den Olympics war er auch schon. Ich frage mich, was Mario nicht kann. Fällt dir irgendwas ein? Sprechen. Er hat eine Stimme. Da habe ich übrigens mal den Wikipedia-Eintrag gelesen von dem Sprecher, der den spricht. Und der ist Amerikaner und spricht eigentlich ironischerweise nur sehr wenig Italienisch. Das ist toll, ne? Oder willst du mal von dem Lila versuchen abzuspringen? Ja, das Problem, ja, könnte klappen. Das Problem ist halt die Distanz. Moment mal.
könnte klappen. Na, ist glaube ich besser. Der Weg ist besser, oder? Ja, ja und... Och nein. Er muss so rüber, weißt du, dann mal kurz getestet. Und zack. Alter! Wo war der dritte Sprung hin? Ja, ja. Und gegrabt. Dum, da, da, da. Ob wir das wirklich schaffen? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Irgendwie so. Richtig. 1, 2 oder 3, letzte Chance, genau. Nein, 3, 2... Oder doch, 1, 2, 3. Ich dachte 3, 2, 1. Ne, er war ja keine Zeit, er hat ja gesagt 1, 2 oder 3, letzte Ach Chance. so, stimmt, der war nicht Tore, ja. Schnauze! Apropos, da möchte ich da mal deine vielen Zuschauer gerne mal anfragen. Also wenn ihr auch Super Mario Galaxy 1 kennt, wenn ihr das Spiel startet, dann kommt ja dieser Text Super Mario Galaxy und der Sprecher spricht es halt vor. Findet ihr auch, das klingt irgendwie, als wenn man ihm die Eier abgeklemmt hätte? Das war mein erster Gedanke, als ich das Spiel gestartet habe. Was du für Gedanken hast, hey. Na, du kennst mich doch, ich bin da so ein bisschen der Obdöne. Oh ja, oh ja. Ich sehe schon, das wird lustig da drüben. Aber immer schön langsam, also keine verwirrende schnelle Geschwindigkeit. Alles tickt schön langsam. Hui, genau rechtzeitig. War alles geplant, alles geplant. Ja, natürlich. Oh, okay, das hoffentlich nicht. Doch, natürlich, das war sehr geplant. Ich wollte unbedingt runterfallen. Wieso, weiß ich zwar nicht, aber es erschien mir durchaus plausibel. Schon klar, das ist so wie Operation gelungen, Patient tot, ne? Ja. Kommt hin, ne? Sprung gelungen, Mario runtergefallen, etwa so. Wow. Aber das mache ich auch ständig. Ich versuche mal so weit zu springen und springe dann dahin, wo es sich gerade auflöst. Direkt auf den Kopf hoch. Das schaffst du noch, ja. So. Hätten wir meine Lieblingsgalaxie abgearbeitet, also der Michael hätte es gemacht. Ja, wird lustig, ne? Oh, das war tatsächlich wieder mal sehr knapp. Also ich könnte mir ehrlich gesagt ganz gut... Irgendwie ist das kleiner geworden, kann das sein? Ach du Scheiße, weiß ich das machen muss. Ich glaube mit einem Weitsprung von oben kann das sein. Moment mal. Nee. Meinst du, ist zu weit? Was? Oh, Battery ist empty. Hier komischerweise natürlich nicht mehr. Das geht gar nicht. Ich hab die vor 3 Tagen gewechselt. Oh, glaub mir, wie schnell in 3 Tagen so eine Batterie alle ist. Okay, ne, das geht nicht. Das ist... Wow. Naja, siehst du, klappt nicht so. Gut. Hui, okay. Ja, muss ich irgendwie so machen, mit den gelben Hüpfen. Ja, es scheint... Oh, okay. Gut, es funktioniert auf jeden Fall. So, und... Zu früh! Nein! Ja, mach nichts, ich bin sowieso gerade am Ende und nachher können wir dann die Folge beenden. Mal kurz gucken. Ich habe nur 2 Striche, also bitte. Ach, hält. Der letzte Strich hält immer am längsten. Das ist wie beim Handy, wenn der Akku voll ist. Hast du nur eine Stunde Musik gehört, schon bei 10% und die letzten 10% halten nochmal 3 Stunden. Ja, hat durchaus was. Ich weiß nicht, warum das bei Handys immer so ist. Also ich kenne das von meinem Handy, hab's frisch aufgeladen, Stunde Musik gehört, schon fast leer. Und dann hält es auch noch 3 Stunden. Und, komm schon, das reicht! Och, Menno. War aber gar nicht mal so übel. Ich glaube, der Goomba ist auch ein bisschen im Weg, ne? Ja, und? Ist er weg? Ich hoff's. Changen! Da ist er. Changen! Ich schwitze hier Blut und Wasser. Verstehe gar nicht wieso. Verstehe gar nicht wieso. So interaktives Let's Play. Ich kann deine Gefühle und Bewegung nachvollziehen. Jo, so. Also, Mann, so. Mann, Alter, so. So. Hallo.
So, jetzt klappt's wieder. Da oben anfangen, da springen, dann müsste es klappen. Eigentlich schon, ja. Also von dem ganz obersten Punkt abspringen, wenn Gelb am Auftauchen ist und dann auf gut Glück hoffen. Oh, ja! Super! Jackpot, Baby! Oh yeah! Alle 9. Oder 10, je nach Spiel. Eher alle 4, waren nur 4 Sterne. Das stimmt. Aber man sagt immer so symbolisch, alle 9. Ja, da stehen doch wieder 158. Juhu, Judi Hudi Geisterfudi. Katsching. Da klingelt die Kasse. Ach, er meckert. So. Zeit für Abendgymnastik. Ja, und dann würde ich sagen, während der Abendgymnastik macht, machen wir einen Cut, oder? Müssen wir schon? Weiß ich noch gar nicht. Guck mal kurz auf die Uhr. So um 30 Minuten haben wir bereits überschritten. Daher würde ich mal sagen, hast du recht, lieber Lord Kai. Also dann, lieber Freund, Kai, würdest du bitte noch etwas sagen oder sagen wollen? Ja, war ein produktiver Part. Welt 2 ist abgeschlossen. Wir machen uns direkt an Welt 3 ran. Mal gucken, was noch so folgt. Ja, Michael scheint bereits eine Nicht-Lieblingsgalaxie gefunden zu haben hier in der Welt. Ich denke mal, wir und auch ich werden noch eine Menge Spaß haben. Ich lach mich tot. Ja, so viel dazu. Was ich noch sagen kann, wie bereits am Anfang erwähnt, die Beschreibung packe ich in Kais Kanal hinein, genau. Nein, den Link zu Kais Kanal packe ich in die Beschreibung rein, besucht ihn mal, er macht auch gute Let's Plays, teilweise sogar besser als ich, dann muss ich einfach mal so anerkennen. Oh, das ist aber sehr freiwillig zugeben. Okay, ist vielleicht nur meine persönliche Meinung, aber trotzdem, diese Meinung vertrete ich auch hier, vor allen Zuschauern, vor Kai vor allem auch. Danke, finde ich nett. Ja, besucht ihn, abonniert ihn, bewertet seine Videos und dann... Ich muss an der Stelle aber mal sagen, natürlich muss man sagen, du hast einfach besseres Equipment. Also bei mir gibt es vorrangig Retro-Let's Plays, über N64 gibt es bei mir leider noch nichts. Das muss ich ja auch zugeben. Ach komm schon, Qualität vor Quantität. Ja, aber man muss sagen, ist ein Qualitätsmangel. Ich würde so gerne mal irgendwie ein Pokémon Colosseum oder ein Wind Waker oder... Ach naja, okay, komm, da fangen wir jetzt nicht groß an. Da könnte man so viel aufzählen. Ihr könnt einfach mal Spaß haben auf meinen Channel gehen. Da gibt es in den Verlinkungen eine Übersicht mit den Let's Plays, die ich gemacht habe und was ich noch vorhabe. Und ich glaube, da sieht man die Tendenz ganz gut eigentlich. Aber theoretisch wäre es möglich. Ich meine, jetzt mal angenommen, deine Zuschauerwerten so würden noch steigern, jetzt durch dieses Video und Let's Play Together und so. Dann wärst du vielleicht auch schon bald Partner, würdest auch ein bisschen Geld verdienen und könntest dir das vielleicht auch leisten. Das wäre eine Idee, aber ich habe sowieso vor, sobald der Re-Upload-Kram hinter mir ist, muss ich sagen, habe ich sowieso vor, endlich mir kleine Arbeit zu suchen, weil ich glaube, in Hobby muss man einfach auch investieren. Und wenn man nicht arbeitet, dann muss man davon auch nicht herzlich viel erwarten. Ja, ich fürchte fast, das hat etwas. So, das war's dann aber auch schon in dieser Folge, weil sonst könnten wir hier wieder mal eine Stunde quatschen und so, aber das soll es ja nicht sein. Haben wir ja gut drauf, ne Kollege? Ja, leider. Leider oder gut. Kommt natürlich immer drauf an, auf welches Let's Play und so, sonst können wir mal irgendwie was machen, von wegen Let's Read und so, oder Let's Quatschen eine Runde. Auf jeden, also unsere Gespräche über Gott und die Welt sind schon, ja... Oh nein, bitte nicht, das kannst du ohne mich machen. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind dann im nächsten Part wieder dabei, ne? Genau, und bis dahin hat sich Kai vielleicht schon ein bisschen besser vorbereitet, vielleicht auch nicht. Das kommt ganz drauf an, ob diese Aufnahme jetzt überhaupt so in den Kasten kommt, beziehungsweise halt ins Renderprogramm. Weil ich noch nicht weiß, ob das so alles funktioniert hat, wie ich es gerne wollte. Aber das seht ihr dann, sobald diese Folge hoch ist, dann hat es geklappt, wenn nicht, dann Scheibenkleister. Wir werden es sehen, aber es lief ja ganz gut. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal an Lord Kai fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin noch viel Spaß in diesem Let's Play Together und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen.